Heute zeigen wir also echt Konklusionen aus der Pandemie. Ganz gleich soll ja auch dann das neue Covid-Gesetz gestimmt gehen. Und da die Restriktionen stark gelockert gehen, wenige Nähe gehen wir dann an die nächste Stunde geworden. Es sieht also aus, wie wenn man zumindest temporär, so muss ich sagen, durch die Sanitärkrise auch durchgepackt hat. Ich erinnere mich auch daran, dass schon für ein Jahr quasi eine Stunde an mal etwas Ähnliches gewünscht und ich meine, da war der Wunsch, Pap vom Gedanken, an die Realität hat das Ganze eher am Hirschdrum geholt. Und ich meine, wir sollten uns alle gut bewusst sein, dass ich nicht mehr nach überrascht kann gehen. Und Heinz, so geht es mir sehr, wie ihn denkt. Ich denke, dass man dafür sollte vorsichtig sein, wenn es darum geht, einen Schlussstrich in der Pandemie zu ziehen, weil so oft hat der Virus als schließlich schon gewiesen, dass es ähnlich kommen kann, wie wir gemeint haben. Mir selbstverständlich kann ich aus den Erfahrungen von den letzten 2 Jahren so manches mal rausholen. Und das soll man heute ja auch mit diesem Debat machen, weil etwas ist klar. Die Weltpopulation geht hoch und damit auch das Risiko für große Pandemien, die dann als Konsequenz auch als Spitäler belasten könnten. Und auch der Klimawandel wird in Zukunft wohl wieder Phänomene zur Konsequenz haben, die auch bei uns große Schuld urichten an Menschen verletzen könnten. Dafür ist es wichtig, dass wir unser Gesundheitssystem stärken. Wenn wir also heute vom Virage ambulatoire schwätzen, also dem Fett, dass in Zukunft immer mehr Behandlungen sollen an Spital und dafür mehr Gesundheitszentren oder bei den Leuten daheim gemacht werden, dann darf das nicht heißen, dass die Betten, die über diese Wege an den Spitäler frei gehen, aus Kostengründen sollen aufgebaut gehen. Ganz am Konträr. Gerade diese Bettenkapazitäten, die durch die Virage ambulatoire freigehen, werden ganz dringend nötig gehen an der nächsten sanitären Krise oder bei einer Naturkatastrophe. Und auch wenn wir natürlich hoffen, dass die nicht so sehr können. Indem wir in Zukunft durch Kabinen außerhalb vom Spital erleben, bilddiagnostische Apparate, wie das so schön heißt, also zum Beispiel ein IRM, könnte man zu kaufen, könnte man die Wartezeiten für so Analyse reduzieren, kaufen Patienten nicht mehr für Rendezvous an ein Spital schicken, wenn sie gar nicht am Notfall sind. Wir wissen alle gut, dass die Problematik von den sogenannten Spidolskeimen zuhält und immer mehr Bakterien viel Antibiotikenresistenzen aufweisen. Indem sie in der Passage am Spidol just auf die Kehre reduzieren, wo es wirklich um einen medizinischen Notfall geht, können die viele Leute eine unnötige Exposition mit Krankheitserreger erspüren. Gerade wenn dem Eler Leute geht, die geschwächt sind und die aktuell oft durch ihre Wundstruktur an dem Spidol hin und her transportiert gehen, für die verschiedensten Treatmenter, die sie dann noch nicht immer auf den nämlichen Datum können lehen, kann den Ausbau von ambulanten Services wirklich helfen. Gerade wie auch bei Personen, die daheim von Infirmiersresort versorgt gehen, können noch viel mehr Behandlungen bei den Leuten daheim gemacht werden, an ihrem Vertrauten daheim, so dass sie sich wohlfühlen und nicht nach einem zusätzlichen Stress ausgesetzt gehen. Das haut nach Fall geht, an denen geschwächten Elerleute müssen ans Spital gefordert gehen, weil bestimmte Prestationen just am Spital ganz von der Krankenkasse überholt gehen, an ambulant nicht oder Männer als eigentlich katastrophal. Wir blockieren hier just aufgrund von schlechten Reglementationen nach Spitalskapazitäten. Ganz ähnlich ist es ja, wenn die Behandlung von leichten Krankheiten an die Spitalsurgence geht. Wir sind medikal angefordert, für die Urgenzen zu entlasten. Mit diesem Ziel gouf leider nicht erreicht. Zwar nicht das erste Ziel, Herr Di Bartolomeo, aber es war aber mit von den Zielen, dass die Leute, die keine Urgenz haben, nicht an eine Urgenz gehen. An der Präferenz sollten bei einem Hausdoktor gehen oder eben an eine Maison medikal. Aber für was gehen nach immer ganz viele Leute ans Spital mit Problemen, die eigentlich keine Urgenz sind. Aber eine Antwort oder ein Teil von der Antwort kann es wohl auch sein, dass an unserem reichen Lützeburg in der ganzen Fächer immer noch Leute gibt, die einfach nicht genug suchen haben. Ich schwätze mal nicht von denen, die gar nicht an der Krankenkasse sind. Ich weiß, da wird endlich dazu geschafft und der Couverture universelle, aber dass es Leute gibt, die nicht genug suchen haben, für eine normale Visite medikal zu bezahlen an einem Spital, wenn es im Tiers payant eine mannerhohe Rechnung aufhält. Und das ist sich dramatisch. Und das Schlimmste ist ja, dass jeder sich einig ist, das muss etwas ändern. Seit Ewigkeiten wird vom generalisierten Tiers payant geschwärzt, aber
assen awer nachmmer net. Et könnt jo da lo eng Lesung dazu, me so ganz dat wat Stickerstung hält déi dann awer och net. Und dat ist ja auch nicht neu. Wir kennen das selbe Problem auch von den Remboursementen von der Psychotherapie. Wir sind als all eins, als Haut nein kann der Gäste ja gesagt, wir sind als all eins, und trotzdem dauert es ewig, bis etwas umgesetzt wird. Zumindest die Volonté Politik ist aber meine Sto an. Da muss der Sektor vielleicht auch noch. Ich meine, wir hatten durch Question parlementaire eine Viergängergestalt. Madame Hartmann hat doch meinen Schnitt die erste Kehr auf das Problem heute mit hingewiesen. Wir sind als Verband eins, an den Sektor geht sich nicht eins. Da muss ihn dann auch der Sektor heißt du rüsseln. Ich meine, das hat ihre Viergänger probiert. Ich wünsche mir schon bald verlängern, mir volles Reich Händchen dafür. Ich meine, das ist ein Brief von uns alle guten Heibannen. Das ist ganz wichtig. Ich gehe nicht ein darüber, während der Notsituation, während der Pandemie von den letzten 2 Jahren, als die mentale Gesundheit definitiv etwas gewirrscht wird, gelitten hat, an sich, also es ist mehr dringend wie je, dass sich der Sektor dann endlich eins geht und dass endlich etwas geschieht. Etwas, was ja eigentlich schon vor der Pandemie auf der Reihe war, mir irgendwie derailliert hat. Ich hoffe, dass man nicht ähnlich lang also werden muss, dass dann diese Virage ambulatoire an Angriff geholt wird oder abortiert. Ja, ich verstehe, die Pandemie hat viel Kapazität im Ministerium an Anspruch geholt und dafür konnte auch manchmal nicht so sehr gehen, wie in der Stadt vielleicht gewünscht hat, auf alle Seiten des Debats. Die Pandemie kann aber dann noch nicht ewig als Exkus an Zukunft geholt gehen. Ganz am Gegenteil brauchen wir auch an den wichtigen Regierungsdossien endlich die Relance, die von den Betrieben ja schon erwartet wird. Wir brauchen ein Gesundheitssystem, das nur und die Leute und noch Prävention besser erschließt. Aktuell sind Leute, die am Norden wohnen, weil die Accessibilität von den Spitälern, Maison Medikal, Pädiatren an Abdik nur geht, immer noch benachteiligt par rapport zum Süden. Ich schwätze nicht per capita, da kann in Statistiken so drehen, dass es schön ausgesehen. Ich schwätze von den reellen Distanzen, die Leute müssen fahren, für eben das zu erreichen. Es wären dezentrale Gesundheitszentren, an denen noch Leute arbeiten, die mal rausgehen und auf die Leute zugehen, also informieren und Präventionsarbeit machen. Sicher ein guter Weg. An so Zentren wären die Infirmieren und die Infirmieren in unseren Ländern auch eine ganz wichtige Berufsgruppe, die durch die Adaptation von ihren Formationen auf Bachelor-Master-Niveau auch eigenständig Taschen sollten überholen. Und noch wenn es darum geht, das Wie von Patientinnen und Patienten nur einen Spitalsaufenthalt daheim zu machen oder umgedreht, ein Patient oder eine Patientin, die daheim von einer Firma betreut wird, dann am Spital soll versorgt gehen, sollte Beruf von einer Firma den Dreh- und Angelpunkt von einer guten Gesundheitsversorgung sein. Für das es gelingt, dass stationäre und ambulante Behandlungen nicht mehr so getrennt verstanden gehen mehr als ganz. Die Virage ambulatoire kann dafür nicht mehr erfolgreich sein, wenn es auch mit einer Reform von den Attributionen an Ausbildungen von den Pflegeberufen anhergeht. Und das heißt natürlich von einer Reform, die den Fokus auf Valorisation von genau diesen Berufen legt. Und nicht wie bisher auf eine Senkung von den Kosten. Es spürt den nicht unter Gesundheit. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Hätte man die Suchen, die man nämlich an den letzten Jahren, in der Covid-Äde stierchen, für drunten auch nicht teilweise an den Ausbau von der Gesundheitsversorgung gestartet, hätte man wohl teilweise, nicht immer, heinz do Männer streng Restriktionen gebraucht, weil die Ressourcen da gewesen wären. Vielleicht auch hätte man auch mit streng Restriktionen mit sehr könnten holen, weil die Ressourcen da gewesen wären, für sie umzusetzen. Certes, wir hätten einen starken, einen stabilen Gesundheitssektor gehabt. An alle Euro, die man in die Gesundheitsversorgung investieren, hat einen positiven Return on Investment. Und das meine ich nicht für den Privatsektor, aber das meine ich für uns alle Guten. Und genau das meine ich, sollte sich eine von den Hauptkonklusionen sein, die wir aus der Pandemie ziehen, dass wir unter Gesundheit nicht spüren,
mehr stark öffentliche Investitionen brauchen, die natürlich dann noch eng gesund Population mat zu springen. Das so nicht merci.